Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren, sagen wir FC Bayern Talk. Es ist eher, ein Fußball-Talk oder ein Talk für Frauenrechte oder wie auch immer. Es geht natürlich um das Handeln von Rubiales. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ja, der spanische Fußballverbandschef. Ich denke mal, ihr werdet den klar mitgekriegt haben. Wenn nicht, bei der Frauenfußball-WM hat er halt einfach, eine Spielerin so am Kopf gepackt und auf den Mund geküsst. Ähm, warum gehe ich jetzt darauf ein? Weil ja Karl-Heinz Rummenigge meinte, er müsste sich dazu auch äußern und das so abgetan hat mit, ja, ist ja normal, kann man machen, ist ja jetzt nicht so wild. Ja, ich weiß nicht, was. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Fangen wir mal so an. Ja, ich gehe auch so langsam aber sicher auf die 20 zu. Ähm, ja, aber selbst ich bin ja so weit im Kopf. Ja, und ich bin auch ein weißer, alter, dicker Mann. Ähm, Ich verstehe nicht, wie sich Männer da hinstellen können, so wie es ein Rummenigge tut oder jetzt auch der Rubiales, wie auch immer er heißt und sonst wer. Und sich da hinstellen können und sagen, ja, ist ja okay, ist ja nur eine Frau, kann man doch mal machen, kann man ja so benutzen. Also, ähm, das macht mich wütend und ich muss mich wirklich hier zusammenzureißen, das einigermaßen sachlich rüberzubringen. Ich weiß, auch hier werden wieder irgendwelche Idioten wie bei den anderen kritischen Themen in die Kommentare schreiben. Da kann ich gleich schon mal sagen, Leute, do it. Könnt ihr mich nicht mit triggern? Ist mir scheißegal, wenn da Leute sind, die immer noch so vernebelt sind und so zurückgeblieben in der heutigen Zeit, dass sie das für gut und richtig und das Recht des Mannes oder für okay empfinden, ähm, dann ist das so. Ja, muss ich nicht teilen, das ist mir auch scheißegal. Dann ihr müsst mit euch leben können, nicht ich mit euch. Ja, ich finde das nicht normal und finde das nicht okay. Ähm, ja, das Thema Frauenfußball brauche ich nicht aufmachen. Ich bin jetzt kein großer Fan von Frauenfußball. Ähm, ja, was soll jetzt aber nichts irgendwie damit zu tun hat, dass es Frauen sind. Ich bin auch kein großer Fan. Ich gucke mir keine englische, spanische, italienische Liga oder so an. Ich gucke mir den FC Bayern an und damit ändert mein Horizont mittlerweile. Früher habe ich mir auch jeden Scheiß reingezogen, habe ich heute einfach nicht mehr die Zeit für. Ja. Gucke ja noch nicht mal mehr die deutsche Nationalmannschaft, weil das nur noch armselig anzuschauen ist. Ja, da kann man sich wahrscheinlich sogar besser die Frauen-deutsche Nationalmannschaft angucken. Aber I don't know, kann ich nicht wirklich beurteilen. Also, nur um das mal klarzustellen, ja, darum geht's gar nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass sich dann noch ein Weltverband oder Verbandschef, der vom spanischen Verband dahinstellt und so handelt. Und das Traurige ist, dann jetzt sich versucht als Opfer hinzustellen und versucht der Frau die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist ungefähr so wie diese tollen Aussagen alle, ja, dass die Frau vergewaltigt wurde, ist sie selber schuld, wenn sie mit dem Minirock über die Straße läuft. Das ist genau so eine hirnrissige, hirnrissiges Argument, ja. Und überspitzt natürlich jetzt dargestellt, aber genau so versucht er das jetzt auch da irgendwie zu drehen. So, sie hat mir ja die Zeichen gegeben und so weiter. Wenn er Eier hätte und weil dann wurde ja auch argumentiert, ja, das ist dann aus dem Überschwang passiert, weil man Weltmeister geworden ist. Man hat da nicht nachgedacht, man ist in der Jubelstimmung. Ja, okay, kann ich nachvollziehen, wenn das wirklich dann so gewesen sein sollte. Aber erstmal würde ich dann die Frau nicht so packen, ja, das wäre irgendwie ein bisschen anders. Aber nehmen wir es so hin, es wäre so gewesen. Dann hätte man sich doch als stabiler Typ dahinstellen können und sagen können, ach du Scheiße, ja. Es hat mich einfach überwältigt, dass wir Weltmeister geworden sind. Und ich möchte mich dafür aufrichtig entschuldigen. Es ist einfach mit mir durchgegangen. Und dann wäre das Thema doch durch gewesen. Dann wäre doch alles gut gewesen. Dann hätte doch keiner nach Rücktritt geschrien oder sonst irgendwas. Oder nee, aber dazu hat man da nicht die Eier. Ne? Hat man da nicht die Eier, weil man ein Typ Mensch ist, wo man denkt, ich bin ein weißer Mann.
guten Alters und ich nehme mir das, was ich möchte. Ja, so eine Art Typ ist er, wenn er sich so verhält, wie er sich gerade verhält. Ähm, und dass sich dann ein Karl-Heinz Rummenigge ähnlich positioniert, hat mich wirklich sehr erschrocken. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Also, die reden immer im Verein so, ja, Rot gegen Rassismus, wir sind tolerant gegen alle Menschen, bla, Sülz. Ähm, und dann setzt sich jemand oder dann solidarisiert sich jemand wie Karl-Heinz Rummenigge mit solchen Aussagen. I don't know. Er wird nicht drüber nachgedacht haben, er wird die Biene nicht eingeschaltet haben, so wie es ein Uli mit seinen komischen Aussagen, die er so die letzten Tage teilweise getroffen hat, auch, jetzt nicht auf das bezogen, auch nicht getan hat. Aber gerade wenn man das nicht tut, sagt man ja das, was man wirklich meint. Ja, und anscheinend ist das ja für ihn okay, dass man so ein Verhalten an den Tag legt. Ähm, und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das war aber auch schon vor 40 Jahren nicht zeitgemäß. Ja, okay, vor 40 Jahren, ja, okay, da war es vielleicht noch zeitgemäß. Ja. Ich weiß nicht, ob 40 Jahre passt, aber ich weiß nicht, ob da schon eine Frau in Deutschland überhaupt ein eigenes Konto selber öffnen durfte. Glaube ich noch nicht so lange her, dass sie das nicht durfte. Ähm, also von daher, ja, aber mit 40 Jahren kommt man da wahrscheinlich nicht hin. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist doch einfach ein Unding. Ja, ich meine, ich finde es ja gut, dass manche oder viele sich erstmal solidarisieren und da auch klare Kante zeigen. Ja, das ist genau das, was man auch zeigen muss. Ähm, aber dass dann solche Aussagen dann auch noch aus unserer Ecke kommen, ja, in Form vom Kalle, schwierig. Und ich kann mich damit nicht solidarisieren. Ihr wisst alle, oder die hier länger auf dem Kanal sind, wissen, ich halte eigentlich sehr viel vom Kalle, deswegen hat mich das auch überrascht. Ähm, ja, aber damit kann ich mich nicht solidarisieren. Ja, da möchte ich mich ganz klar von distanzieren und mich abgrenzen. Und deswegen einfach mal dieses Video, meine Meinung dazu. Ja, weil ich finde, man kann diese Worte vom Kalle nicht einfach so stehen lassen. Und ich finde auch die Plakate, den Spott, den er da geerntet hat in der Bundesliga, in anderen Stadien, völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Ja, es ist traurig, dass er dadurch so ein Licht auf uns alle wirft, die es mit dem FC Bayern halten. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Und von daher möchte ich ganz klar sagen, nein, das ist nicht okay. Das ist kein Verhalten, was man an den Tag legt. Nicht heute, nicht vor 40 Jahren. Das ist genau dasselbe wie Sexismus ist nichts anderes wie Rassismus. Ja, ja, es ist natürlich was anderes, aber im Sinne, dass man Menschen einfach nicht respektiert oder achtet, sondern einfach sich, ja gut, bei Rassismus, wenn man jetzt nicht über Sklaven redet, nimmt man sich nicht das, was man will. Es ist schon ein Unterschied, aber die Sache, ihr wisst, was ich meine. Man nimmt Menschen nicht ernst oder man verachtet Menschen, weil sie nur eine Frau ist, auch bei den anderen, weil sie kein Deutsche sind, ja, um es mal so rum auszudrücken. Und das sind Dinge, die nicht gehen. Das sind Dinge, die heutzutage nicht gehen. Das sind aber auch Dinge, die schon vor 100 Jahren nicht hätten gehen sollen. Und ich frage mich immer, warum Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, ja, einfach nicht mal ein bisschen die Birne einschalten können, Alter. Und dann noch Menschen, die, ja, ob er das nun möchte oder nicht, Karl-Heinz Rummenigge, gerade weil er ja jetzt auch wieder involviert ist, was gut ist, ähm, ja, wirft das ein Licht auf unseren Verein. Punkt. Und jetzt kommt mir wieder bitte nicht mit diesen Standardkommentaren wie, ja, lass mal Fußball Fußball sein und Politik Politik. Ja, so wie es bei diesen äh, Regenbogenfarben, Bindenthema, die super intelligenten Kommentare sind. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Doch, hatte es da auch, weil das Fußballer waren, die so reagiert und agiert haben. Und jetzt war es ein Vereinspräsident, der eine Fußballerin gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hat. So, also ist das Fußball. Ja, Punkt. So, also spart euch diese Art Kommentare, die könnt ihr euch einfach sparen. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, ich könnte da rein ranten ohne Ende, weil mich sowas, es triggert mich, es regt mich auf. Ähm, Ich bin ein Mensch, der mit Ungerechtigkeit schlecht umgehen kann. Erst recht mit Ungerechtigkeit gegen Frauen, liegt einfach an meinen Erfahrungen, die ich in der Kindheit erlebt habe und so weiter, worum wir jetzt gar nicht drauf eingehen.
Deswegen kann ich mit solchen Themen schlecht umgehen. Und deswegen ist es mir dann auch wichtig, wenn sowas passiert, dann auch im Hinblick auf den FC Bayern da ganz klar meine Meinung zu sagen. Und das habe ich hiermit getan. Ob dem einen oder anderen das gefällt oder nicht, ist mir am Ende des Tages wurscht. Nichtsdestotrotz, ja, musste ich loswerden, Leute. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und ganz wichtig, behandelt andere Menschen, egal welcher Rasse, welches Geschlechts, welcher sexuellen Orientierung, so wie auch ihr behandelt werden wollt. Ja, wenn ihr mit Respekt behandelt werden wollt, solltet ihr auch jegliche andere Menschen mit Respekt behandeln.